Ekran! Ekranen jävlig op, hos wanende waar. Ekran! En ik lood die aan met ons touwteranen. Hier wil we een gouden titan en daarbij God kennen leren. Welkom, mijn lieve vriend. Welkom zu het programma Ekran. Dankzij dat u van de radio eingeschaltet hast oder auf YouTube ist. Mocht u hier een gouden titan en dankzij ook Pastor Abe. Für die, wat Abe horen niet kennen, hij is hier pastor nu krijg in Villanueva, ook in de kerk waar Heidi en ik ook Geleder sind. So, welkom hier. Dankeschön. Du bist wel einmal hier geweest, aber dann wird das ein sehr anderes Thema als das Mal. Das Mal ist das, wo wir recht waren kennen, aber wo wir über Geld, wo wir von dir reden. Wo kommst du, dass du das Thema auf einmal interessiert oder dass du über das studieren willst? Ich glaube, Geld ist so, wo wir immer wel nicht viel von reden in der Kirche. Wir wollen immer viel Geld haben und wir schaffen immer viel Geld und uns geht es immer um Geld. Aber in der Kirche, irgendwo wollen wir nicht davon reden. In der Kirche ist irgendwo so, dass da reden wir von heilige Dingen und Geld ist nicht ein von den Dingen, gewöhnlich, wenn wir... Das wir das abgeführt haben. Ja. Und ab Gosse ist es aber vielleicht Krieg umgedreht, ab Gosse ist es vielleicht manchmal über meist 90% alles, was wir am Geld oder unsere Geldmerkerie reden, das ist unsere Arbeit und wo wir zu Geld kommen, so eine Sachen, dann kommen wir nur die Kirche und switchen das Thema auf. Wann das wir denken, dass das Geld schlecht ist, oder ist Geld was gut oder ist Geld was schlecht? Ich glaube, Geld ist nicht gut oder schlecht. Geld ist bloß da. Das ist bloß so, was wir brauchen, um uns was anzutun, was uns fehlt zum Leben. Okay. Aber das gibt ja einzelne Menschen, die merken am besten so, wenn die wissen, hey, ja, sein, dann sollst du ziemlich arm sein, dann sollst du nicht an Geld denken, das sind die guten Menschen. Dann ist es nicht so, oder? Vielmal, wenn sie von dort reden, oder wenn die dämlich denken, dann sagen die, brauchen ein von zwei Versen. Und ein von den Versen ist in 1. Timotheus Kapitel 6, Vers 10. Und in der Englische dann hört sich das so, dass der Leib von Geld ist das Schlechte. Hier sagt dass jetzt ist eine Wardel, wo du allerhand bei sich kommt. Das ist nicht das Geld, was Schlechtes ist. Das ist die Begierde, oder die Jetzt, wenn ich das Gieren will haben, wenn ich eine Leib habe für Geld, und ich hoffe, alles, was ich kann, viel Geld zu kriegen, dass mein Leben sich durchgegeben hat. Das ist, was das Schlechte ist, oder das wird mir Traum merken. So, was ich auch verstehe, für einen Krieg, ich stimme ganz mit an, was ich verstehe, ist, dass wenn wir Gott oder Jesus uttauschen für das Geld, an wo steht, wenn in uns Leben auf einmal Geld das höchste wird ist und dass alles, was wir andenken, ist von Geld und mehr Geld. Und irgendwann dann kommt Jesus oder Gott kommt immer näher in uns Leben und wie vergeht mehr von ihm, sozusagen. Ich glaube, das was das falsch wird sein, weil nicht so? Ja, Geld und Gott haben beide eine große Kraft in uns Leben. Okay. Und die wollen alle beide haben, dass wir sollen uns ganz dort hingeben. Und wir können nicht beide gleich dienen. Jesus, der sagt in Matthäus 24, keiner kann zwei Herren dienen. Er wird einen nicht lieben können und den anderen von den anderen fehlholen. Oder er wird an einen hängen und an den anderen verachten. Du kannst nicht Gott dienen in der Tricktum. Wir können nicht beide. Entweder Gott wird das Bewusste sein oder das Geld. Und wenn das Geld ist, dann herrscht dort über uns. Wenn Gott das Bewusste ist, dann herrscht Gott in wie taub über das Geld. So, was ist Geld dann so reich? Geld ist nicht ein schlechtes Ding, das wir sehen. Geld ist so, was wir brauchen zum Leben. Uns fehlt dort, dass wir uns die Dinge antischen können, was uns fehlen zum Leben. Und Gott gibt uns so Geld. Sag ich gar nicht, dass wir nicht selber Geld haben. Aber wir sollen nicht lassen, dass Geld über uns herrschen. So, er gibt uns dort, so dass wir das können brauchen, auf so eine Weise, dass ihm das ihr bringt. Kriegen und was wir damit tun, immer tun und kicken, dass ihm das ihr bringen wird. Und du hast gerade die drängende Predigt in der Kirche über das ganze Thema. Und du redest auch von, dass Geld eine Gabe von Gott wird, oder dass wir es an uns hier schenkt, am Krieg, was du nicht sagst, dass wir uns Sachen antüchen können, dass wir leben können. Und ich glaube, wenn wir anfangen, Geld so zu sein, dass das nicht unbedingt was Schlechtes und kurz das Erste ist, dann, ich glaube, dann fangen wir an, anders zu kicken und anders mit das umzugehen. So, meine nächste Frage ist, wo
kom ik dan nog geld? Verder denk ik, wo kan ik nangehen, oder wo kan ik, in welke baan kan ik nangehen, dat op eenmaal hostig interest draagt en dat het plus napt gaat en ik op eenmaal miljonair word, oder wo kan ik dat doen, dat ik rijk word? Menschen haben das sehr schwer mit, wo die zu Geld kommen. Und viele, die glauben, das schaffen es dann langsamer weg. Bloß dafür schaffen, dann komme ich niemals zu Wort. Die sehen dann allerhand andere Wege. Das Geld zu investieren irgendwo, oder das gibt auch verschiedene Gruppen, die dann abkommen mit einem Plan, wenn die hier ein bisschen genannt holen ist, dann wird das sehr bosig, viel gratis worden und all so was dort. Und Sprecher sagt, dass Geld, was bosig kommt, verschwindet auch bosig. Und ich glaube das so. Der sagt, auch in selbst in Vers, ich habe jeden kriegt man Vers das, aber der sagt, wenn wir dort steckweise verdienen, dann wird das wachsen, dann wird das abbühen. Und ich glaube, das ist wichtig, dass wir verstehen, wenn wir beständig bleiben, bei einer Arbeit und schaffen dafür, so dass das ein bisschen auf einmal nachbüht, dann kann das beständig. Aber das muss über lange Zeit beständig bleiben. Das ist das wichtige Ding. Viele Menschen glauben, dass Arbeit ist ein Fluch, was da gekommen ist, wen sind. Und das stimmt nicht. Gott hat Adam mal Arbeit gegeben, er einfach überhaupt gemerkt hat. Er gab Adam den Auftrag, er soll den Garten abpassen, den besorgen. Und dann sieht er, der soll all die Tiere einen Namen geben. Und allerhand. Adam hat eine Teil Arbeit, er hat überhaupt eine Früh hat. Und dann nur her, aus der Früh da, dann kam die Sündemann und dann kam auch die Fluch. Aber das hat nicht mit Arbeit zu tun. Und die Fluch, dort wir ganz das wird aus Arbeit. Ja, so dat is interessant, dat wie mij zeer interessant krijgt wat je van Adam zegt, dat Adam had ik niemals even nagedacht, wo zou hij al verder zijn je arbeid had. Hij had hoeveel duizenden tieren je hebt en ik krijg zo veelmaal denken we dat Harvey krijgt in onze innersten denken is het immer zo, oh, maar waar ik niet immer das handarbeider waar moeten blijven, waar ik niet immer waar moeten bloos irgendwo perken gaan en de leegste arbeid en bloos uitvegen en bloos dat en in werkelijkheid is dat gleich dat wenigste, wenn du macht von alles op de wereld gedaan worden. Ik mir dat eenmaal, mijn arbeid dat een beetje aan mijn goal, dat hem oren is mir dat eenmaal, van wie plotische Menschen, die einmal besser so abgeführt haben, die andere Menschen, die können reinmerken, die Schweinschuhe arbeiten, weil man sagt, nicht die lichte Menschen, die dunkle Menschen, die können die Schweinschuhe, und wie waren die feine arbeiten. Und ich glaube nicht, dass das so ist. Ich glaube, wir können uns so, was immer die Arbeit, was einen trifft, die geht tun, und dann wird für die Hütte klein haben. Und das ist nicht ein Fluch, wenn ich jeden Tag mal uitvegen. En irgendwas doen wat mij niet ganz erscheint. Nee, de Bibel sagt, krijg niet wat we doen. En wat immer aan zijn hand fängt te doen, dat zal we met volle vrede en macht doen. En op zo'n wijze dat God wordt tevreden zijn damit. Dat handelt zich niet om, als dat de reinste, schmackste, hechtste ongezien arbeid is. Maar wanneer dat mijn leven verdient, dan is dat wat goed. We horen ook een beetje, de andere zaken zijn maar wat we geloven, wanneer we uitarbeiden gaan, dat het je mal zo weinig en dan komen we niemals te woord. Aber dann hat wir ein bisschen gerekend, dass ein Handarbeiter, wenn der mal nicht viel verdient, wenn man sagt, wenn der 100 verdient, und dann, als das nun Bolivianos oder Dollar oder was immer, wenn der in sein Land 100 verdient, den Tag. Und wenn man sagt, und wie würde dann denken, 100 ist da nicht viel, wenn es 100 Bolivianos ist nicht viel in Bolivien, und 100 Dollar für die States ist auch nicht unbedingt die erste Lohn. So wenn man sagt, 100 verdient in der Tag. Wo dann kriegt der Hoeveel verdiente waren die dan 40 jaar op een steed? Een overblijf? Ik deed laatst mee zo uitrekenen, dan rekende ik 120. Okay, 120. En van die 120 dollar, oder wat immer, den Tag verdienst, en du darfst dort 5 Jahre werk, 50 werk dat jaar. Voor 40 jaar, dan zijn dat 1,2 miljoen wat je aan die 40 jaar verdiend hast. Dan had je nog 3%. Ja, maar du hast nicht sehr leichten Arbeiter, wenn du ein guter Arbeiter ist, wer immer wird dabei bleiben, dass der kriegt das als Lohn, was für 100 oder für 40 Jahre. Und ich sehe dann, wenn dort auch einmal 3% würden abgehen, jeder Jahr, dann sind dort 2,2 noch was Millionen, was der an 40 Jahren verdient hat. Also, ohne die Prozent, dann wird das 1,3, glaube ich. Und mit Prozent wird das über 2 Millionen. Und dann über 2 Millionen, ja. Wow. So,
En hij kan me geld, ook wanneer hij niet het meeste van alle mensen verdienen heeft. Wanneer dat versteht man om te gaan. Zo, wanneer ik dan nu eerst zeer rijk geworden zie, dan wil we vragen zijn naam, waar ik me al dat hebben wat ik wil. En dan wil ik eerst mal zo rijk leven en zo. Maar ik geloof dat is een thema wat we, en van jou niet waar alles daar gereed is. So, we waren dat voor het nächste mal laten. En wens dat geld verbruiken, dat is wat dat allemaal het schijnste is, geloof ik. Ja, dat gaat schijn. Zo, wie waren dat dan het nächste mal van de reden, waar we met ons geld verbruiken kunnen, waar we doen met omgaan. Zo, dankzij voor het hier erbij zijn. En dan bij het nächste mal. En ook voor die leute hier, heb niet angst op arbeid te gaan en te arbeiden. Dat zegt dat in de Bijbel zo veel genoeg dat arbeid wat goud is. En ik weet niet alle arbeiden hier schijn. En dat bij alle arbeiden je dat irgendwas wat niet schijnt. Want die ook al de arbeid daar schijnt, maar wanneer het komt een dag, dan je de arbeid niet schijnt. Maar blijf aanhoudend. Ik geloof dat het wichtig ook voor het christenleven dat we ons leren aanhoudend te zijn. Dus dat is wat jeeslich is. So God te zijn met die leute hier en bij het nächste Mal. Ciao, ciao. Dankzij dat je van de oude bij wirst. Wenn du Frauen hast, wat mitteilen willst oder ein Zeugnis geben willst, dann schreib uns im WhatsApp noch Meierteken 591 77 88 4479 oder schreib uns im Facebook oder ein E-Mail nur ekran@gmail.com.